Mr. Science, was müsstest du? Also für ihn direkt klarzustellen, dass heute als kein Cannabis-Joint, sonst gebe ich nämlich nur eine 40 Geldstrafe riskieren. Der Verkauf und Konsumation vom psychoaktiven Cannabis aus zu Lützeburg, wie ja vielen anderen Ländern auch, vom Gesetz hier strengstens verboten und das ohne Toleranzgrenze. Und dafür ist es eigentlich komisch, dass laut Statistik zu Lützeburg bald all zweite Jugendlichen mit 18 Jahren mindestens schon einmal gekifft wird. An Reggae-Musik steht ja auch für eine ganze Kultur rundherum der Cannabis. Aber was passiert, wenn ihr Cannabis konsumiert? Ja, das kennt den an den Rausch. Und da gibt es derer, die das Rausch total verharmlosen. Und es gibt der, die verdeifeln. Ja, und dafür gucke ich an meinem Experiment von Haut, wie so ein Rausch aber es wirkt. Und ich gucke genau, was der Cannabis mit unserem Gehirn mischt. Und dafür gehen wir auf einen Spielplatz. Aber nicht für zu kiffen. Aber nee, es kann ihn sich auf ganz viele verschiedene Art und Weise berauschen. Es kann ihn zum Beispiel musizieren, meditieren oder Sport machen. Ich mache etwas mehr Extremes. Das habe ich schon immer als Kant so gern gemacht. Eieiei, das gif ich nicht verdrohen. Du wärst in der Welt ziemlich der Janesi. Ja, ich fand das aber mega witzig. Und dabei haben wir schon eigentlich 3 generelle Fakten von einem Rausch rausgefunden. Erstens, Rausch den wirkt auf Gehirn, fühlt den sich nicht so ganz normal, ein bisschen trunken. Und das ist auch beim Cannabis nicht ernst. Der Cannabis der wirkt echt mehr so, dass er mehr verdreht ist. Mr. Science, woher weißt du das? Das tun ich so hören. Aha. Mir nicht all Mensch gefällt, all Rausch. Das gilt für Klunsch, aber auch für alles anderes. Oh oh, oh oh, das geht schief aus. Autsch. Siehst du? Ja. Am Rausch soll er lieber keine Sache machen, wo er sich oder andere kann wehtun. Wow. Ein riesiger Klunsch. Ah, also immer extrem Rauschhölzer da, lo. Wuhu! Gefällt da lo noch besser wie für drin? Oh. Also, es war noch immer gut. Aber ich muss sagen, es geht mir à la Limite schlecht. Das heißt, es kann ich so eine feiertens Dosis von einem Rausch als wichtig. Und da ist ein kleines Problem. Beim Cannabis da steht nämlich nie drauf, wie stark das ist. Boah. Oh, mir à la Limite ist es egal, wenn ich ein bisschen trunken bin. Das passt ja hier auf den Spielplatz und es steht ja auch kein. Anders war das lässt auf der Arbeit, wie ich mich berauscht habe. Joseph, lass mich roden, du kannst dich noch nicht mehr konzentrieren. Joseph. Kann ihn also so ein fünftens zu all Rausch passt sein Umfeld. Sollen also nicht auf der Arbeit und nicht an der Schule sich berauschen. Das heißt, das sind 5 wichtige Fakten von einem Rausch. Mit dem Cannabis der wirkt aber extra hier oben. Aber wie der wirkt, das gehen wir einen Expert fragen. Ah, und die finden natürlich schon sein Gehirnnetz. Salut. Salut. So, was geschieht mit Cannabis am Gehirn? Also Cannabis die setzt sich auf verschiedene Rezeptoren von den Zellen. Wenn das heute eine Zelle ist, dann hast du einen Schalter drin und die geht entweder un- oder ausgemerkt vom Cannabis und da geht die Zelle die Informationen die nächste Zelle auch nicht weiter. Das heißt, der reguliert etwas beim Appetit, hat auch eine Funktion beim Weh und hat eine Funktion bei der Konzentration. Okay,
Also das schädlich von der Gift. Also generell als all Drog schädlich, nicht weil etwas illegal ist, also mehr schädlich wie weil etwas legal ist, das heißt Alkohol und Tabak sind noch schädlich. Aber bei Jungen und noch bei Erwachsenen kann Cannabis Gedächtnisprobleme verursachen, die aber bei jungen Leuten, also in der Ursprung, als ihr Gehirn nicht so ausgebaut wie bei einem erwachsenen Gehirn, und da können sie permanent Gedächtnisprobleme verkriegen. Ja, an über Rausch an Drogen geht leider ganz wenig geschwärzt, weil den Tabuthema ist. Mir Fakt ist aber auch, dass all Rausch unterschiedlich stark aufhängig möchte. Für Aufhängigkeit zu vermeiden, schaffen sie bei der Suchtprävention mit diesem Trampolinmodell, den ich ziemlich interessant fand. Das heißt, wenn den Trampolin springt, geht den dann nicht aufhängig. Nee, das ist just ein Symbol, für zu weisen, woraus ein Mensch kann seine Lebensenergie ziehen. All Mensch will ja gerne froh und vital sein. Und dafür brauche ganz viele verschiedene Ressourcen, genau wie den Trampolin ganz viele verschiedene Förderer braucht. Schipverein sicht seine Rauscherfahrungen, aber das ist eng von ganz vielen Förderern. Und für Sprungkraft am Leben zu haben, muss ich ganz viele Ressourcen aktivieren. Der Trampolinsprung philosophisch Kind sehen, das habe ich aber nicht gedacht.